Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal die Pressekonferenz nach dem 5:1 super überzeugenden Auftaktsieg in die Bundesliga-Saison in den VfB Stuttgart. Bevor wir reingehen, wie immer der Hinweis, wenn ihr neu hier seid, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und wenn ihr Bock habt, euch im FC Bayern Online-Store was zu kaufen, Leute, nutzt gerne meinen Link in der Videobeschreibung, der erste Link, oder im angepinnten Kommentar. Damit unterstützt ihr einfach mich, was ich hier so tue. Und damit Abfahrt. Rein in den Bombs. Guten Abend zusammen. Die neue Saison der Fußball-Bundesliga ist eröffnet nach dem Spiel des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart, Endstand 5:1. Herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz mit den beiden Trainern Sebastian Hoeneß und Vincent Kompany. Wir beginnen gleich mit den Fragen, also die normaligen Statements werden gleich in die Antworten inkludiert natürlich. Bitte schön, wer hat Lust, Gibt's ja gar nicht. der Erste zu sein? Neues. Keiner. Feierabend. Auf der linken Seite. Herr Kompany, das war gleich mal zu Beginn der Saison ein Statement, so wie man es ausdrückt. Sind Sie selber ein bisschen überrascht, dass diese Maschine FC Bayern jetzt schon so gut läuft? Ein Statement weiß ich nicht, aber ich war natürlich, ich habe es die Jungs auch gesagt, perfekt ist es nie, war es auch nicht heute, aber es war schon beeindruckend. Ich glaube, es gibt keinen Trainer, ja, der die Mannschaft so überzeugt wieder zurücksetzt. So wie er es selber gesagt hat auf der letzten PK. Ne? Wir starten bei 0. Für mich haben wir keine Titel gewonnen. So, ja. Und ich glaube, es gibt kaum einen Trainer, der das so gut geschafft hat, in dieser Mannschaft so reinzunageln. Ja, natürlich haben wir den Vorteil, dass wir viele Spieler auch haben, die hungrig sind noch. Ne? Das war natürlich schon mal zu anderen Zeiten ein bisschen anders, ein bisschen schwieriger. Wenn du viele Spieler hast, die einen Sechstubel gewonnen haben, die Triple gewonnen haben, dann ist das natürlich ein bisschen was anderes. Aber ich glaube, ja, Vinny wird nicht müde. Ja, und das ist schon beeindruckend. Und gerade die Reaktion nach dem Gegentor und dann zweite, dritte und dann einfach immer weitergemacht bis letzte Minuten. Ja. Ich glaube, Michael Olise lag am Boden in Minute 91. Tom Bischoff hat sich den Ball geholt und hat einfach wieder schnell gespielt. Und ich glaube, wenn du das Tempo nicht so hoch machen kannst, dann kommen die Räume auch nicht. Und wir haben gegen ein, nach meiner Meinung, sehr starkes Stuttgart gespielt. Und es hat natürlich gedauert, aber am Ende haben die Jungs das richtig gemacht. Dann auf der rechten Seite David Ferhoff für die Bild-Zeitung. Ja, starkes Stuttgart. Wie gesagt, die ersten 15, vielleicht 20 Minuten bis zum Tor. Nach dem Tor war Stuttgart leider in der ersten Halbzeit super enttäuschend. Zweite Halbzeit, so die Anfangsphase, war nochmal ein bisschen Gegenwehr. Dann so die letzten 5 Minuten, wo sie vielleicht nochmal ein bisschen was versucht hatten. Aber war dann schon enttäuschend, muss ich sagen. Ich rechne Stuttgart schon mit dazu, zu den Mannschaften, die Platz 2, 3, 4, also die in die Champions League Plätze spielen werden. Ne? Ja, hallo. Jeweils eine Frage an die Trainer, Herr Kompany. Letzte Saison waren es 3,6 Tore in der Bundesliga im Schnitt. Jetzt starten Sie gleich mit 5. Glauben Sie, dass Sie den ja fast irgendwie unerreichbaren Rekord von 122 Toren wieder angreifen können? Und eine Frage an Herrn Hoeneß. Wir waren ein bisschen erstaunt, wie Ihre Coaching-Zone aussah. Da fehlte eine Ecke. Ist Ihnen das auch aufgefallen? Finden Sie das unfair, dass Ihnen da eine Ecke abgeschnitten wurde? Wenn das so ist, ich habe nichts damit zu tun, Jungs. Stimmt das? Ich beantworte mal zuerst. Nein, ich finde es nicht unfair. Mir ist auch nicht aufgefallen. Ist das anders als letztes Jahr, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob irgendein Trainer sich auch auf die Linie schaut, aber nein, also wie viele Tore wir machen im Schnitt ist total unwichtig für mich. Es geht darum, dass wir die 3 Punkte holen, aber es ist natürlich ein bisschen in diese DNA von dieser Mannschaft, die wissen, wo das Tor steht, die wollen. Du musst halt auch überlegen, was du da an brachialer Offensivpower hast, ja. Das ist ja geisteskrank, Alter. Ja, das muss man mal so klar sagen, ja.
Ey, du haust dann einen Saibari da rein als Zehner, der 2 Vorlagen liefert. Und da redest du noch nicht mal dem alles überragenden Zehner der letzten Jahre, mal abgesehen vom letzten Jahr mit Jamal Musiala. Ja. Vom sehr, sehr starken Serge Gnabry auf der Zehnerposition letztes Jahr. Ja. Von Lennart Kahl, der sehr, sehr stark reingekommen ist letzte Saison, ja, auf der Außenposition. etc. Also. Und natürlich durch den Konkurrenzkampf, der natürlich trotzdem da ist, auch wenn der Kader vielleicht jetzt nicht so riesig ist, ja, trotzdem ist er groß genug, weil wir viele Spieler haben, die viele Positionen bekleiden können, muss sich halt jeder zeigen, ja. Du kannst halt nicht sagen, nicht als Jamal Musiala, nicht als Saibari, nicht als egal wer, kannst du nicht sagen, naja, ich mache jetzt hier mal so ein bisschen Larifari, ja, dann bist du raus. Ja, dann bist du raus sein. Ja, weil einfach zu viele Spieler mit Qualität da sind, die Bock haben. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein Faktor. Und natürlich Vinny, habe ich ja eingangs gesagt, mit seiner Ausstrahlung und seiner ganzen Art und Weise halt. Noch immer mehr Tore schießen und es kommt immer die Frage, was muss man besser machen und so, aber das Wichtigste ist, dass man das auch schützt, dass man nicht irgendwie diese Tore verliert, weil man dann nur auf das nur aus Angst reagiert. Und das versuchen wir immer wieder zu machen. Das war heute, glaube ich, wieder so. Ohne Angst, und dann kommen die Tore bei uns. Dann hier vorne in der ersten Reihe, bitte schön, ja. Ja, Carlos Urbina, Stuttgarter Zeitung. Herr Hoeneß, Sie haben ja sehr mutig spielen lassen. Die Mannschaft hat es gut gemacht. Sie waren mit dem 1-1 auch wieder gut im Spiel, fand ich. Ja, für 3 Minuten. Was ist dann aus Ihrer Sicht passiert? Man hat das Monster geweckt. Ja, ist relativ schnell erklärt. Das passt, oder? Also wir haben es ähnlich wie im Pokalfinale halt nicht geschafft, die gute Phase auch mal vielleicht mit dem Tor zu stärken, zu bestärken. Ich denke, wir haben eine gute Chance von Thiago, geht an die Latte. Und dann ist natürlich schon nochmal besonders ärgerlich ist, dann aus einer Standardsituation in Rückstand zu geraten. Und dann hat man das Gefühl gehabt, dass auch das Tor den Bayern gut tut und da mehr Sicherheit in ihr Spiel kommt. Da hatten wir dann gerade mit der Chance dann auch von Luis Diaz Glück, dass es nicht höher ausfällt. Aus meiner Sicht ist da aber ein klares Foulspiel davor hervorgegangen von Olise, glaube ich, war es, gegen Ramon Hendricks. So, zweite Halbzeit kommen wir eigentlich gar nicht so. Das ist alles, was du zur ersten Halbzeit zu sagen hast. Also ich glaube, euer Torwart hat noch 2-3 Mal hochbrenzliche Bälle gehalten. Also, so gut raus, machen dann aber, sind wir diejenigen, die in der Phase das 1-1 machen. Hast das Gefühl, so jetzt haben wir das geschafft, für was wir jetzt gekämpft haben, haben das Spiel geöffnet, sind mittendrin und 6 Minuten später ist das Spiel weg, ja, und das ist hart. Das zweite Tor darf in der Form einfach nicht geschehen. Das ist zu einfach, zu billig, und das müssen wir uns schon auch vorwerfen lassen. Und da bin ich auch hin und her gerissen. Einerseits, ich habe den Mut auch gesehen und den lobe ich absolut meiner Mannschaft, und Bayern werden auch noch viele weitere Mannschaften hier sehr stark bespielen und auch schlagen und dann auch wahrscheinlich dann hochschlagen. Aber trotzdem muss es auch unser Anspruch sein, in bestimmten Phasen Dinge besser zu machen, besser umzugehen mit dem Ball in bestimmten Umschaltsituationen, aber vielleicht auch mal den Ball ein bisschen länger auch in den eigenen Reihen zu haben, das Momentum zu verändern. Ich glaube, das versäumen wir hier und da in diesem Spiel. Am Pokalfinale fand ich es ähnlich, und ja, das wird jetzt der Ansporn sein, genau daran jetzt zu arbeiten, uns zu verbessern. Wir stehen am ersten Spieltag der Bundesliga. Es geht jetzt darum, Woche für Woche besser zu werden. Dann der junge Mann in der vierten Reihe, bitte, ja. Zeitungsverlag Waibling, Moritz Wagner. Hallo Herr Hoeneß. Ich hätte eine Frage zu Joscha Wagnermann, bei dem war in dem Abend ja heute wirklich alles dabei. In der ersten Halbzeit hat er in manchen Situationen so gewirkt, als wäre er ein bisschen zu spät dran. Dann macht er stark das Tor, keine Frage. Und dann dieses ja wirklich einfach unglückliche Eigentor. Wie haben Sie seine Leistung? Ja, also, was würdest du ihm da jetzt beim Eigentor vorwerfen? Also aus meiner Sicht gar nichts. So, ja. Was würdest du da machen? Das Standbein rutscht weg, er kann sich nicht halten, er rutscht rein in den Ball, ja.
heute wahrgenommen? Wie würden Sie das Ganze einordnen? Eigentlich haben Sie es ja schon gemacht für mich. Ja, Joscha, finde ich, hat defensiv seinen Part sehr, sehr gut gemacht. Hat sehr diszipliniert verteidigt. Das war nicht einfach gegen die sehr intensiv spielenden AVs auch der Bayern. Und macht dann das Tor, trifft er überragend den Ball, war nicht einfach zu nehmen. Klar, und dann hat er 5 Minuten später, er rutscht aus, was soll man da sagen? Ja, er will sicher nicht den Ball ins eigene Tor schießen. Ist natürlich deswegen unglücklich, weil er keinen hinter sich hatte so richtig. Ja, aber das spürst du natürlich vielleicht auch nicht zu 100% und gehst dann ein bisschen schneller an den Ball und rutscht dann weg. Ja. Und deswegen ist es dann unglücklich. Aber ansonsten habe ich auch Joscha mutig und intensiv spielen sehen. Auf der rechten Seite Manuel Bunke für Münchner Merkur und TZ. Herr Kompany, jetzt geht es ja dann gleich weiter im Pokal in Osnabrück. Erstens mal, wie groß ist die Gefahr des Stolperns in dieser Pokalrunde? Und zweitens, es geht ja Schlag auf Schlag. Jetzt am Pokal Osnabrück, Bundesliga, Champions League ist auch früh dran wieder. Haben Sie Lust drauf oder hätten Sie lieber ein bisschen einen smootheren Start in die, nach der WM-Saison? Die hat immer Lust. Alle 3 Tage Vollgas. Ich habe noch nie so viel Urlaub gehabt als dieses Jahr. Also für mich ist es kein Problem. Die Jungs natürlich kommen auf unterschiedliche Ebenen. Also manche haben eine gute Vorbereitung gehabt, manche kommen zurück aus Verletzungen, manche sind spät zurückgekommen. Also das spielt natürlich eine Rolle in die ersten Wochen von dieser Saison. Ja, normal. Aber wir sind, wo wir sind jetzt im Moment und also viel mehr könnten wir nicht machen, glauben. Die Jungs sind fit, haben das auch gezeigt, glaube ich, in beide Spiele. Und jetzt kommen unterschiedliche Gegner. Also Osnabrück ist anders natürlich und genauso mit Schalke. Und wir werden uns vorbereiten. Also wir müssen immer, glaube ich, die gleiche Idee haben von, was dann heute war, ist morgen nicht mehr wichtig. Und natürlich müssen wir daraus lernen und das müssen wir mitnehmen, aber es ist heute Morgen nicht mehr wichtig. Was letzte Saison war und diese Titel ist heute auch nicht mehr wichtig. Und dann geht man nach Osnabrück mit voller Motivation und macht man eigentlich nicht so einen großen Unterschied in die Vorbereitung für Osnabrück oder egal welche Gegner in der Champions League. Es ist einfach so. Okay. Okay, das war's. Das war's. Oder? Dann vielen Dank, kommt gut nach Hause. Vielen Dank. Komm gut heim. Heute. Ja, das war die PK heute. Rot-weiße Grüße, habt ein schönes Wochenende. Haut rein, bis dann. Tschüssi.